Ich bin wieder in meinem College? Ich habe die Tür auffotografiert. Wick, 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 wick. Funken Sie mich an, wenn ich nicht da bin. Jo. Mach ich. Aber erst gucke ich mich hier ein bisschen um. Ach so, in diesen halbrunden Dingern, da standen halt Statuen drin. Ah, jetzt verstehe ich das. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ihr Leid. Jetzt haben wir's. Weiter geht's mit Indiana Jones und der große Kreis. Wir sind dabei, da drüben dieses Lager auszuräumen. Aber ich gucke mich hier erstmal noch ein bisschen um. Ist schon ziemlich viel zu entdecken hier. Das Ding ist halt, es ist vielleicht nicht die beste Idee, von vorne anzugreifen, sondern schön von der Seite, wo sie es nicht erwarten. Warte mal, ich schon mal ein bisschen Ausdauer essen. Wie viele Sternfrüchte habe ich denn? Naja, ein paar. So, alles klar. So, wir werden natürlich knüppeln, nicht schießen. Denn Schießen ist zu laut. So, jetzt bin ich quasi ganz drumherum gelatscht. Ich hoffe, dass das auch was bringt. Also, dass ich da dann auch dahin komme, wo ich hin will. Ich probiere es mal einfach da hoch. Da komme ich schon mal. Nein, meine Waffe. Naja. So, guck. Das ist eine gute Idee, was ich hier vorhabe. Also echt jetzt. So von hinten angreifen, wo sie es nicht erwarten. Wenn ich schon ein Lager infiltrieren muss, dann will ich das auch möglichst unerkannt tun. Das ist eine Banane. Was ist da das Geheimnis? Das Geheimnis ist die Banane, das ist ein kleiner Affenstuhl. Guck mal, der Affe, der reitet auf einem Schwein. Das ist viel besser als die Banane. Guck doch mal. Knips. Das gefällt mir. Nimm das mit, Indy. Schmeiß die Banane weg. Banane hast du schon. Banane ist gut, aber... So. Hier scheint keiner zu sein. Ja. Ein Foto machen. Einer der kleineren Tempel in Sukhothai. Hey. Da ist eine Karte. Keine Ahnung, was das alles soll Der Mond. machen. Jenseits des Lichts liegt das Geheimnis, das er nicht lüften kann. Die Karten machen, dass man größeres Inventar hat. Ist super, jetzt bin ich irgendwie 30 Stunden im Spiel, jetzt habe ich es erst geschnallt. So, da sind 7 bis 10 Leute, habe ich am Ende der letzten Folge schon festgestellt. Ein bisschen runter, dass ich nicht sofort erkennen. Guck mal, wie macht man denn das am intelligentesten? Ich müsste halt da runter, ne? Das sieht er mich, oder? Der Knecht. Der läuft da einfach nur auf dem Ding da hin und her.
Ich komme ja da nicht hin. Das ist halt ein Floß. Hulu, hallo, Mann. Freunde mitgebracht. Guten Flug. Nessuno può salvarti! Ja, nicht lesen! Nicht lesen! Pfeilfrosch. Levagli quel sorrisetto! Combatti come una mammoletta! Sieh zu und lern. Ja, sieht zu und lernen. Jetzt noch. Fagli vedere come si fa! Che colpo, cazzo! Gehen wir ein bisschen was essen hier. So. Okay, das lief jetzt nicht so gut wie erwartet. Wer hätte das gedacht? Was war das eigentlich für ein Zettel, den ich da gelesen habe? Also, den ich da nicht gelesen habe. Verloren der Vergangenheit. Vergiftungsbericht, ich lese nochmal durch. Bericht zu den Todesumständen. Name Ezio Zabarella, Leutnant, 76, also Nummer 76, 23 Jahre alt, 37 war das Todesdatum, 6. November. Vergiftung durch Amphibiensekret. Der verblichene Leutnant Zabarella starb an Atemstillstand, vermutlich verursacht durch Einwirkung eines Giftes. Vor seinem Tod zeigte Zabarella Symptome wie Übelkeit, Dehydrierung sowie auditive und visuelle Halluzinationen. Er sah nicht anwesende Menschen und nicht vorhandene Objekte und beschrieb den Eindruck, sich an einem anderen Ort oder in einer anderen Zeit zu befinden. So rum. Diese Symptome lassen auf eine Vergiftung schließen, möglicherweise verursacht durch den Kontakt mit einem seltenen Giftfrosch aus der Gegend. Dies lässt sich allerdings nicht zweifelsfrei bestätigen. So, das war also der Zabarello. Bisschen Essen mitnehmen. Die Fische dürft ihr behalten. Ich höre doch Leute noch labern. Was liegt denn der hier so blöde da rum? Der will doch schwimmen gehen, oder? Drüben ist einer. Wie soll es das dann nehmen? Sind die alle da hinten? Einer, zwei, ich höre aber links auch noch. Wahrscheinlich da oben scheint es noch weiter zu gehen. Okay. Maledizione! Ehi, ti faccio secco! Porca sì!
für eine scheiß Knarre? Tanto non mi prendi! Ti ho preso! Accidenti! Und hat denen einfach alles weg, dann sterben sie an Hungersnot. Auch nicht schlecht. So. Also hier scheint jetzt das Lager ist relativ sauber. Da hinten muss ich noch weitergehen. Das da stört mich ein bisschen in der Optik. Weg mit dir. Da hinten geht's noch weiter, gehe ich, oder? Nee. Oder haben wir jetzt hier alles? Kann natürlich sein. Banane. Pfanne. So, da ist noch irgendwie was. Geld? Ja, Geld. Hallo. Eine Funkfrequenz. Eine Funkfrequenz. Könnte was für Gina sein. Ja, die freut sich da immer. Neue Entdeckung. Funk der königlichen Streitkräfte. Okay. Ich hab keine Ahnung, was man mit denen da alles anfangen kann. Also ich gebe die dann Gina und dann freut sie sich. Aber warum, weiß ich noch nicht. Also was das bewirkt. So. Oh, das ist doch so ein Sukhothai. Nee, ein Yak. In die. Oh komm, echt jetzt. Ach so. Moment. War ich hier schon mal? Nee. Das ist ein Generator. Der wird wahrscheinlich unten dann Licht machen. Oh, was steht hier? Moment. Bericht über Geister. Grabungsbericht. Stätte Vazzassi. Erstellt von Capitano Paolino Mancini. Die Ausgrabung von Vazzassi kommt langsamer voran als erwartet. Es gab mehrere Zwischenfälle und schwere Verletzungen, einschließlich Verstümmelungen, verursacht vor allem durch eklatante Inkompetenz einiger Männer. Des Weiteren gibt es Berichte über Geister. Männer behaupten, Geheule aus dem Dschungel gehört zu haben. Nachforschungen haben ergeben, dass die gespenstischen Laute vom Wind verursacht werden, der durch einige ausgehöhlte Statuen in dieser Gegend pfeift. Trotz diverser Erklärungsversuche tun sich einige Soldaten nach wie vor schwer damit, ihren Pflichten zufriedenstellend nachzukommen. Um den pünktlichen Abschluss der Mission zu gewährleisten, werde ich beantragen, dass Voss einige Soldaten meiner Truppe austauscht. Personal hat auch unter widrigen Umständen professionell handlungsfähig zu bleiben. Voss kooperiert mit einigen bemerkenswert inkompetenten Leuten. Yep. Okay. Dann müssen wir wohl runter, oder? Da drüben die Wand kann ich aufbrechen, das ist klar. Mit so einem Hammer zum Beispiel. Also wenn da ja noch nicht aufgebrochen ist, dann dürfte da aber auch keiner drin sein, ne? Also. Was zum... Ja. Betthöhle gefunden. Er auch. Ein großes Skelett. Oh, das ist besonders groß. Sieht aus, als hätte er fliehen wollen. Oha. Also Nephilim sind die Riesen.
nee. Muss man schon einen Hammer fallen lassen, wenn man durch diese enge Spalte geht. Das geht nicht. Als wäre Indie... Was war das? Ja. Was war das? Eine Gebetsmühle, die erzählt, wie die Nephilim nach Sukhothai kamen. Eine Gebetsmühle. Die erzählt, wie die Nephilim nach Sukhothai kamen. Ja, was ist da? Ich fühle mich so komisch. Ja. Ich werde doch nicht vergiftet sein. Da gucke, da ist ein kleiner Frosch. Hä? Ich bin wieder in meinem College? Ich habe die Tür auffotografiert. Kommt diese Musik hier? Ist das Schön, dich wiederzusehen, mein Freund. Antonio? Hallo? Henri, der von dir entdeckte Ort ist faszinierend. Was machst du hier? Ne, ernsthaft jetzt. Was machst du hier? Und was macht er vor allen Dingen hier? Er hat ja mal gar nichts hier zu suchen. Achso, ne, das ist schon wieder Antonio. Ich dachte, der Geheimorden von Riesen gehört zum Vatikan. Sieht das hier wie der Vatikan aus? Du bist weit von zu Hause weg, Antonio. Ja. Ich dachte, das wäre der Capo da vom Vatikan. Indy, glaubst du, du bist gerade in deinem College? Ja, ich weiß. Ja, schon, aber... nicht. Edai, Henri. Das ist fast so schlimm wie die Granate, die du abbekommen hast. Ja, ja klar, Pfeilgiftfrosch und so, also ich halluziniere, das ist mir schon klar, aber... Was will er denn? Dieser Brief ist offenbar für dich, Indianer. Okay. Nachricht aus der Vergangenheit. Der Tisch im Hörsaal ist etwas zu groß geraten. Du warst nie da, wo du sein solltest. Der Hörsaal? Das hier ist mein Arbeitszimmer. Definitiv ist es das. Oh, was ist das? Böse Das ist doch Muschi. die... Das ist doch... Alles wegen dir. Ja. Was? So sah es da aber vorhin. Ey, wollt ihr mich veräppeln oder was? Ihr seid doch zwei. Ihr bescheißt doch. Du hast hier nichts verloren. Du wurdest gefeuert. Aber das ist mein Zuhause. Warum bist du dann weggelaufen? Das ist dein Problem. Du bist nie da, wenn du gebraucht wirst.
Du redest wie Marion. Gehe ich hier im Kreis? Da hat sie ihre Schwester gefunden. Ja, wir gehen doch hier im Kreis. Okay. Was ist denn hier los? Hallo? Hier stimmt doch was nicht. Ja, hier stimmt einiges nicht. Er hat in der Mitte gestanden hier, gell? Das scheint zu stimmen. Ein Geschenk sicher von ihr. Inzwischen hasst sie mich wieder. Unsinn, sie. Hat dich geliebt. Da gehört das hin. Meet me there. Wo? Discovered by Marion's dad. Staff of irgendwas. Okay. Oh, da ist die Katze. Hat die hier vergessen? Pesamisch. Das ist adamitisch für Wiedergeburt. Wusste gar nicht, dass du Adamitisch kannst. Marcus? Wo ist er hin? Hey! Was war das für eine? Das war kein Riese. Was ist denn da los? Ach, du bist's. Hallo. Da ist ja unser flotter Archäologe. Ja, hallo. In der Hallo, Nawal. hebräischen Bibel waren die Nephilim gefallene Engel. Nicht wahr, Dr. Jones? Ja. Stimmt wohl. Also, diese Riesen sind eindeutig keine Engel. Und ihr Orden bestand schon lange vor der Gründung der christlichen Kirche. Mhm. Und woher wissen Sie das? Sie wissen nichts über mich. Ich untersuche das Verschwinden einer Person, die mir nahesteht. Verzeihung, Pater. Ich habe Vögel beobachtet. Das ist mein Händler, ein alter Freund von Ihnen. Und woher wissen Sie das? Sie wissen nichts über mich. Ich untersuche. Verzeihung, Pater. Ich habe Vögel beobachtet. Das ist mein Händler, ein alter Freund von Ihnen. Verzeihung, Pater. Veräppel mich doch. Das ist mein Händler, ein alter Freund von Ihnen. Und woher wissen Sie das? Sehr gut. Was Glauben war? Sie, dass sich der Riese aus Sunans Geschichte in dieser Höhle versteckt hat? Welche Geschichte? Der Nephilim muss sich aus Angst in der Höhle versteckt haben. Oder, Dr. Jones? Ich weiß, dass du da bist. Lass mich rein, ja? Wir können reden. Reden, wie in alten Zeiten. Wie geht es ihr ohne ihre Schwester?
Sie ist stark. Ja. Kümmern Sie sich besser um sie als um die letzte, Dr. Jones. Sonst setzt es was. Ja, aber wie geht's dir ohne deine Freundin? Eine berechtigte Frage. Ich meine, hat sie ja auch getroffen. Hallo? Indy, Marion, bist du das? natürlich bin ich das. Was machst du, Strambo? Die Uni soll dich gefeuert haben. China. Das ist nicht fair. Erst verliebe ich mich in dich, dann verkrümelst du dich, wenn ich dich brauche. Das nenne ich unfair. Das ist China. Das wollte ich nicht. Was würde dein Vater denken? Lass den da raus. Du hast keinen Job, bist unverheiratet, du hast alles aufgegeben, um mit so einem Flittchen gegen Nazis zu kämpfen. Nun, weißt du was? Es gibt Leute, die wirklich Verantwortung tragen. Und Marion, hör zu. Sie sind nicht Marion. Was liegt da? Was machen Sie denn hier, Dr. Jones? Telefon. Gira Anmatu. Adamitisch. Gira Bedeutet an weggehen. Matu. So, das. Wir wissen beide, was das heißt, oder? Es geht dem Ende zu. Das macht Dass der in dem Schädel Schlaf hier. für Träume kommen. Jorik. Armer Jorik. Was geht denn hier ab? Was geht in dem seinen Kopf ab? Jetzt kommt auch noch Shakespeare mit rein, weißt du? Also, ein bisschen seltsam. Willst du nicht mit mir reden? Okay. Das wird... Das wird hier immer mehr Dschungel. Ich weiß nicht, übersehe ich irgendwas? Ich glaube nicht. Okay. Das ist neu. Das ist also... Was ist das? Ernestos Notiz. Das ist der Preis, den du zahlst. Hinterraum 11. Raum 11. Haben wir überhaupt einen Raum 11? Das ist 9. Zehn. Ah, steht sogar da. Okay, dann müsste 11 also links sein. Eins. Wir rennen alle im Kreis, wiederholen dieselben Geschehnisse. Ist das die Wahrheit des großen Christen? Die heilige Geometrie dreht sich immer und immer und immer wieder im Kreis, wiederholt sich immer wieder. Das sind immer dieselben Fehler. Der Bereiter des Vaterlands sagt, Zeit und Raum seien äquivalent. Um die Geschichte zu wiederholen, bewegt man sich im Kreis. Ja. Wir rennen alle im Kreis! Wir rennen alle im Kreis. Immer und immer und immer wieder. Ist das die Wahrheit des großen Kreises? Die heilige Geometrie dreht sich immer und Wo ist denn immer das und 2? immer wieder im Kreis. Das Wiederholt ist sich auch immer 1, wieder. 2. Das ist 1, 2. Der Reiter des Vaterlands sagt, Zeit und Raum seien Das ist 3. In der Vergangenheit verschlossen.
4. 5. Markus? Ein seltsames Plakat, Indianer. Das ist Beauty of the moderne Nephilim. Kunst. Au. Ja, sorry. Die Schöne und der Nephilim. Plakat mit der weltberühmten Opernsängerin Catherine Birch, die für ihre extravagante Stimme bekannt war. Okay. Stehen keine. Doch da. 7, ja. Müsste jetzt das. Das dürfte die 8 sein. Ja. Ich dachte, es gehört in den Vatikan. Wie ich. Das kenne ich doch. Ja. Das Rätsel erinnere ich mich noch dran. Oh, Indy, du musst hier irgendwie... 9. Du musst hier irgendwie rauskommen, bevor du komplett bekloppt wirst. 10. Das ist wieder Raum 1. Und das dann wahrscheinlich wieder nochmal 1. Ja, 2, da fehlt halt was. Okay, irgendwas übersehe ich hier. Muss ich vielleicht in die Vergangenheit zurückrennen?